Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Eldrador Creatures Shadowfall. Und wie gestern versprochen, heute geht's diesen kleinen Mini-Creatures an die kleinen Teile. Oder so, keine Ahnung. So, mal gucken, ich werde hier noch ein bisschen umstellen. Und zwar würde ich gerne, so sehr ich ja den Lavadrachen mag, aber den würde ich gerne auswechseln. Guck mal hier, durch ein Dschungelungeheuer. Und dann ist das doch gut, oder? Probieren wir es mal aus. Mal gucken, was diese Shadow Creatures da können. Die sind halt schon Level 6. Mini-Creatures solltet mir doch helfen, meine schönen Orchideen zu pflegen. Und nicht nur faul herumliegen. Ja, nee, das geht ja gar nicht. Gartenarbeit ist aber so langweilig. Wir brauchen Action. Haben Sie einen Punkt? Haben Sie einen guten Punkt? Action könnt ihr gerne haben. Action. Juhu, Action. Na dann, erstmal gucken, was die können. So, zeig mal hier. Dschungel Mini Creatures, Level 6. Die kleinen Unruhestifter wollen sich nicht um die langweilige Gartenarbeit in der Dschungelwelt kümmern. Sie wollen Action. Ja, haben wir gerade gemerkt. So, Mini Creatures. Mini Creatures haben keine Lebenspunkte. Stattdessen verlieren sie bei jedem erlittenen Angriff eine Mini Creature. Achso, deshalb haben es 3. Okay. Die Mini Creatures stürzen sich auf eine Creature und hinterlassen eine Giftwolke auf dem Feld. Je mehr Mini Creatures in der Gruppe sind, desto höher der Schaden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich die Mini Creatures wegkriegen. So. Das ist hier eine sehr schlechte Ausgangslage. Moment. So, pass auf. Sprint. Der macht 1, 2, 3, 4 Felder weiter. 1, 2, 3, 4. Nee, da steht er ja. 1, 2, 3, 4. Okay, ich gehe also hier hin. Und sprinte dann darunter. So, dann habe ich nämlich einen Mana-Punkt. Mana. Mir gefällt recht gut, dass die so nah beisammen stehen, weißt du? Und warum gefällt mir das so gut? Wir könnten näher beisammen stehen, aber naja. So, ich müsste also mit ihm hier, wenn ich da hingehe, kann ich dahin hüpfen. Ich habe halt keine Ahnung. Na los! So, also das da zum Beispiel, den finde ich schon mal gut. Was hat der da eigentlich noch für eine Bonusfähigkeit? Habe ich noch gar nicht geguckt. Warte mal. Donnenhagel. Schießt Donnen geradeaus, die mehrere Creatures durchschlagen. Die Creature, die dabei neben dem Dschungelungeheuer steht, wird weggestoßen. Das wäre natürlich praktisch. Da könnte ich die... Geht das? Nee, da stehe ich leider nicht gut genug. Aber... Komm, wir machen das mal, ne? So. Dann hauen wir den da. Einfach mal ein bisschen hauen. Oh, jetzt habe ich auch den Stein nebendran weggemacht. Das ist jetzt aber gar nicht so schlimm. Ihn hier würde ich gern hier hinsetzen. Ich hoffe, dass mein Plan funktioniert. Und dann den Superangriff machen. Ja, guck. So. Dann, da werden gleich 2 Creatures platt gemacht. Das ist natürlich sehr praktisch. Hüpf. Kabemski. So, jetzt ist nur noch eine Creature da. Eine Mini-Creature. Oh. Es ist gar keine Mini-Creature da. So, jetzt muss ich aufpassen. Der da rennt jetzt gleich nach oben. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich renne mit dir natürlich einfach hier hin. So. Und bevor ich das mache, gehe ich erstmal dem da eine rein zwemmeln. Zwemmeln. Wer kennt dieses schöne Wort nicht? Dem da oder dem da? Da oben komme ich nicht hin. Wie wäre es, wenn ich hier einfach hingehe, dem eine reinzwemmel? Das ist eine gute Idee gewesen, glaube ich, so. Achso, der Plan war ja, dass ich jetzt beide Monster treffe. Naja, hat ja jetzt nicht so gut geklappt, so. Egal.
muss ja jetzt hier angreifen. So. Und jetzt mit der Hyäne natürlich hier abhauen. Wäre jetzt natürlich irre gut, wenn ich mit der Hyäne irgendwo da rein könnte. Geht aber halt nicht. Ach so, ja. Geht aber halt nicht. Kann ich einen Zug zurücknehmen? Ja. Ja, das macht nichts. Komm. Dann rutschen wir einfach da runter. So, das war meine Runde. Jetzt gucken wir mal. Ja, das wächst wieder nach. Also, weißt du, er hier oben macht mir gar keine Sorgen. Diese kleinen Creatures, ja, die machen mir Sorgen. Hauen die dann auch dreimal zu? Nee. Gut. Der hier ist gerade gut, weil wenn der da runter rennt, dann trifft er ja auch den hier, weißt du? Das wäre äußerst praktisch. So. Also. Kampfbereit! So. Vorwärts! Vorwärts. Ja, komm. Achso, ich komme da nicht durch. Achso, weil die da so doof stehen. Das ist natürlich doof. Außerdem sollte ich mich mit ihm auch jetzt... Ich muss mich hier halt bewegen. Naja. Pass auf. Wenn ich mit ihm einfach die da weghau, ist nur einer weg. Mit der Hyäne komme ich durch Gegner durch grundsätzlich. So. Nö, eigentlich stehe ich mit der Hyäne schon relativ gut. Da kann ich dann meinen da oben hin machen, weißt du? Warte, ich guck mal, ob es geht. Nee, geht nicht, weil da jemand steht. So weit komme ich nicht. Also ich muss mit ihm hier muss ich einfach weg. Das kriegt man natürlich hin. Da. Den da angreifen. So. Den hier lassen wir einfach stehen. Vielleicht ist einer so doof und rennt ihm rein. Das wäre natürlich irre witzig. Jetzt mal gucken, wie weit komme ich denn mit meiner Hyäne? Ja, genau, bis ins Schussfeld. Das machen wir natürlich nicht. Stattdessen holen wir uns hier das Mana. Und mit dem Mana würde ich sagen... Gehen wir hier hin, machen hier den Superschlag. Dann sind hier nämlich schon mal ein paar weg. So, also den Supersprung. Der springt ja, der schlägt ja nicht. So. Sieht soweit gut aus. Was kann ich hier noch machen mit der Hyäne? Achso, ja, ich kann hier noch runtergehen. Soll man das machen? Ja, komm. So, einfach mal ein Feld runtergegangen. So, gucken wir mal, ob das so funktioniert. So. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. So, jetzt gucken wir. Wo zielt er hin? Er zielt auf die Hyäne. Okay, ja, spricht ja jetzt nichts dagegen. Ist halt dumm. Okay, pass auf. Ich gehe mit ihm... ich kann gar nicht hier hingehen. Einen Mana-Punkt habe ich auch nimmer. Also, er hier... er kommt auch nicht wirklich weg. Ja, er hier bleibt einfach hier und haut beide. Das ist so meine Idee. So, dann haben wir nämlich dieses Problem schon mal gelöst. So. Sehr gut. Er kommt jetzt hier gerade nirgends raus. Irgendwie. Ich würde halt gerne die Leute hier in eine Reihe kriegen. Mit der Hyäne, aber das ist, kannst du vergessen. Okay, dann halt nicht. So. Wenn ich hier hingehe und da treffe ich nur einen, da treffe ich gar nichts. Ja, okay, ich muss so machen. Bringt alles nichts, zack. Einer weniger. Was? Wie, der hatte noch 2? Ja, okay, dann bremse ich den weg, dass der mir nicht mehr haut. Ich könnte natürlich auch ihn hier hauen, aber dann trifft er mich ja trotzdem und zieht mir 5 ab. Das wollen wir natürlich nicht, also ich bremse den da weg. Ja, Bems, Junge, Bems. Ui, der fliegt ja bis ganz darüber. Nicht schlecht, die. Nicht schlecht, die? Nicht schlecht, die. So, guck, jetzt ist nur noch ein Gegner da. Ich hoffe, dass das jetzt auch reicht. Und meine gute Hyäne, du hast die Ehre, den hier platt zu machen. Weil die Hyäne mal ein bisschen
ein bisschen Gegner platt machen soll. Hallo? Achso, da kommt noch nach. Jesus, nee, das kommt dann natürlich noch nach. Okay, so. Meine Lianenarme brauchen Beschäftigung. Also ich stelle mich jetzt halt hier hin. Ich habe dann die Hoffnung, dass die Gegner, die danach kommen, da in die Felder zwischen mich gehen. Das wäre natürlich mega gut. So, und er hier... Ah ja, kann ich. Das ist natürlich doof jetzt. Ja, das passt so. So, ah ja, so war es geplant. Also. Nee, ich kann mit ihm hier, kann ich... Moment, warum kann der nicht daneben hinhauen? Also, aber ich war gerade ein bisschen doof. Ja, wieso haut der nicht hinter sich? Das ist jetzt aber doof. Ach, was weiß denn ich? So, pass auf. Nee, hopp, komm, zack. Jetzt habe ich halt mit der Hyäne wie immer das Problem, dass die ja zum Angreifen ein Dingens braucht. So, dahin. Die braucht zum Angreifen ein freies Feld, hat sie aber nicht. Schade. So. Okay. Pass doch auf, wo du hinhaust. Ja, pass doch auf, wo du hinhaust. Traut euch nur! Oha. So. Okay, ich glaube, diese zwei, die müssen danach aussetzen. Okay. So, ich kann jetzt einen Super Stampfi machen. Der Super Stampfi würde da reingehen. Dann würde ich jetzt den hier angreifen. Ja. Warte. Ah, nicht einen ganzen Zug zurücknehmen. Ich wollte nur, ja. Wow, das hat sie Zoll gebracht. Egal, hier, pass auf. Meine Idee ist ja hier, ich kann ja den Mega-Ding hier machen. So, guck. Aha. So, jetzt haben wir nämlich nur noch diese da. Und da komme ich sogar hin. Um die etwas zu dezimieren. Bam. Und da die Hyäne gerade eh nichts anderes machen kann... Das Licht aber auch so doof, dass ich da nicht in einen Zug rankomme, ne? Ja, aber eigentlich ist es egal, was die Hyäne macht, weil ich brauche sie jetzt nicht mehr. Ich brauche die Hyäne jetzt nicht mehr. Ich habe hier zwei Gegner stehen. Der kann aber zuhauen. Der kann aber zuhauen, hä? Ja. Ich habe hier jetzt zwei stehen, weißt du. Hallo? Meine Lianenarme brauchen Beschäftigung. Deine Mutter, Junge. Moment, ich verstehe das noch nicht ganz. Mit seinen Lianenarmen da. Können die nicht hinter ihn hauen? Er hat doch auch am Schweif auch Lianen. Also jetzt kann er hinter ihn hauen. Das ist jetzt irgendwie seltsam. Ist ja auch egal. So, jetzt guck, hier, er macht so und bam, ist weg. So, ich hoffe, dass es das war's. Zu viel Action. Ja, nö, finde ich nicht. Also ja, aber nö. Ja, großartiger Sieg. Gibt's eigentlich auch einen okayen Sieg oder so? So. Jetzt haben wir aber das Problem, dass der Lavadämon, das Dschungelungeheuer, recht viel abgekriegt haben, weißt du? So, Orchideental. Ja, geht's hier noch irgendwo weiter? Da unten sind noch Creatures. Ein Level 11 Stein, den könnte knapp werden. Hier sind noch Creatures auf Level 6. Ich muss mal ganz kurz ins Team gucken.
Nee, hab volle Energie. Sehr gut. Ich dachte, es ist ja so, wenn man wenig Energie hat. Ah, da komme ich her. Wenn man wenig Energie hat und dann wird die nicht ganz aufgefüllt in der nächsten Runde. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, wir machen weiter. Wir lassen das hier. Wir machen weiter Mini-Creature-Karambolage. Habe ich ja versprochen, dass wir das machen. So. Das heißt, wir kloppen einfach Mini-Creatures. Gerade im Überlegen. Was hätte ich denn noch für den Drachen? Nee, wir bleiben bei dieser Konstellation. Die ist schon recht gut. Gerade bei den Mini-Creatures, da brauchst du nicht viel Angriff. Mini-Creatures, die vermehren sich wie Unkraut. Was haben die da für eine Apparatur? Dann rupfen wir sie auch aus Für ein wie Apparillo. Unkraut. Wenn hier jemand Unkraut rupft, dann sind wir das. Na, Toto, das wird mir erzählen. Dachte, Gartenarbeit wäre zu langweilig für euch. Nicht für unsere neuen Battle Caves mit vollautomatischem Katapult. Ein Battle Cave mit vollautomatischem Katapult? Muss ich ja gleich mal gucken. Was ist denn das da Feines? Dschungel Battle Cave. Nase zuhalten, mit einem Katapult obendrauf schleudert die Dschungel Battle Cave giftige Geschosse, die das Schlachtfeld im Handumdrehen in Giftwolken hüllen. Oh, das macht ja irgendwie. Das ist gar nicht cool. Aber das kann sich nicht bewegen, das steht immer hier. Kann das denn verschiedene Dinger? Boah, ich sehe gerade, guck mal hier. Nicht. Darüber gehe. Dann die Attacke da runter mache, habe ich schon mal einen Mana. Das ist schon mal gut. Ist aber gut platziert zwischen den zwei, weil die sind hier unzerstörbar, die Hindernisse. Das heißt, du musst von da vorne angreifen. Wenn die schlau sind, stellen sie sich alle da vorne dran. So, Mann, eigentlich wäre der Drache auch nicht schlecht gewesen, fällt mir gerade ein, weil der kann in einer geraden Linie so, ach Mann. Hätte, Fahrradkette. So, also das Ding da, das weiß keiner, wie es funktioniert so direkt. Also braucht das... Erster Zug, suche ein Creature als Ziel. Das kann auch seitwärts schießen. Zweiter Zug, katapultiere ein Projektil im hohen Bogen, das vom Aufschlag explodierten Giftwolken hinterlässt. Wenn er schlau ist, macht er die Giftwolken natürlich direkt vor sich dann. Das heißt, wir müssen uns auftrennen. Also trennen. Auftrennen? Wir sind doch nicht aus Stoff. So, wir trennen uns jetzt mal ein bisschen so. Würde ich mal sagen. Na los! Wie weit können die eigentlich laufen? Hier hin. Die stehen halt gerade schön in einer Reihe. Das will ich mehr oder weniger versuchen, dass das so bleibt. Da kann ich mit ihr, also mit der Hyäne, Lava-Hyäne oder mit dem Dschungelmonster. Okay, pass auf. Folgendes. Ich werde den Superangriff machen. Der geht 1, 2, 3, 4 Felder nach vorne. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich muss mich hier hinstellen. So, dann mache ich den Superangriff. Der trifft dann nämlich beide. Oh, Moment, macht er die Maschine jetzt schon platt? Ah, nee, der macht, dass die Maschine jetzt nicht mehr... Doch, die ist platt. Die ist schon platt. Na, das ging schnell. Na, das ging erstaunlich schnell. So, mit ihm kann ich hier nichts machen. Okay, danke. Okay, das ist schon mal gut. Ging erstaunlich schnell. Ja, genau. Stellt euch schön neben mich. Das ist sehr gut. Und hier in einer Reihe. Ihr seid ja super. Ihr seid ja richtig super. Wen kann ich hauen? Das kannst du holen. Erstmal. Das kleine Hyänchen. Das kann den da holen. Erstmal. So, jetzt pass auf. Jetzt können wir überlegen. Wir könnten jetzt hier angreifen. Dann hätten wir 2. Oder wir machen den Super Move. Den finde ich eigentlich deutlich besser. Dann hätten wir nämlich 3. Natürlich machen wir den Super Move. Doch auf, wo du hinhaust. So. Und das Hyänsche, kann das noch irgendwie mir behilflich sein? Nee. Er wiederum kann hier hinspringen.
Es tut mir leid, Dschungelmonster, aber das wird jetzt ein bisschen wehtun. Aber so ist es halt. Für Freunde muss man auch mal Schläge einstecken. So. Es ist alles zu deinem Besten. Zu unserem Besten, okay? Es ist zu unserem Besten. Genau, haut schön auf mich. Stellt euch schön ins Feuer. Der Kleine, alle beide da, kriegen jetzt noch eins abgezogen. Guckt dir das an. Das heißt, um den brauche ich mich gar nicht kümmern. Der da ist wichtig. Das heißt natürlich, du kriegst jetzt erstmal eine rein. Oh, ich krieg sogar 2 abgezogen. Eigentlich habe ich jetzt schon gewonnen. Weil in der nächsten Runde, der steht im Feuer, der steht im Feuer, die sind beide platt. Das tut mir fast schon leid, aber nur fast. Aber um auf Nummer sicher zu gehen. So. Und das Hyänsche kann eigentlich nicht viel machen. Drum steht so rum und tut viel lachen. Ja, ich könnte jetzt hier hochgehen, aber dann müsste ich ihn treffen. Das ist schon in Ordnung. Wir lassen das einfach so. Guck. Verbrennt. Alles gut. Ich hoffe jetzt, dass... Ich bin an der Reihe. Ach, es kommen noch Gegner nach. Ah ja, okay. So. Wir gucken mal. Ich gehe mal hier hin mit ihm. Mit der Hyäne gehe ich direkt aufs Mana-Feld. Er hier bleibt stehen. Wobei, eigentlich sollte ich besser ihn hier aufs Mana-Feld lassen. So. Ich gehe ihn nachher Mana holen lassen, okay? Ihm lasse ich den Vortritt. Er ist zwar vergiftet und so, aber er hat fast keine Energie mehr, weißt du? So, also Zug. Zug! So, 1, 2, 3, 4. So, geh mal bitte runter, hol dir das Mana. Mana macht volle Energie. Du hier hast Mana geholt, sehe ich das richtig? Ja, jetzt pass auf. Wenn die natürlich alle in einer Reihe stehen würden, das wäre schon irre gut. Wie weit können die da laufen? Bis hierhin. Okay, dann laufen wir bis hierhin. Er hier schafft es bis hierhin, das heißt, ich laufe bis neben die Blume. Mit ihm kann ich ja nichts machen. Huch, ja, mit ihm hier. Ja, das bringt halt irgendwie nichts. So, nee, Zug beenden, alles klar. So, wir sind wieder recht gut. Da guck, die rücken jetzt halt vor. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in einer Reihe stehen natürlich. Man kann nicht alles haben. Das muss ich scharf überlegen. Was komme ich denn mit dir hier? Pass auf. Pass auf. So. Mal Superschlag. Ja, das hat alles einen Plan. So. Ne? 2 weg. Jetzt gehe ich mit der Hyäne hier hin und kann jetzt diesen Schlag machen. Da sind noch 2 weg. So, jetzt pass auf. Jetzt gehe ich mit ihm hier hin, mache einen normalen Schlag. Dann habe ich noch 2 weg. Der eine ist komplett weg und einen hat es ja weder der andere gebänzt. Sehr gut. Sehr gut. Das nennst du einen Schlag? Ey, der kann durch Gegner durchlaufen, das ist ja fies. So. Also, was ich jetzt machen muss, ist hier unten hingehen. So, mit ihm eins vorrücken. Rein in die Beute! Wegen dem hier. Und jetzt pass auf, was ich jetzt Schönes mache. Ich habe noch ein Mana. Ich laufe mit ihm hier hin. Nur um dann seinen Super-Move dahin zu machen und habe die anderen beiden weg. So, der nächste bitte, genau. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mit ihm hier zuallererst mal ins Mana latsch, damit der ein bisschen Energie kriegt, ja? Die Hyäne braucht erstmal kein Mana. Die sind ziemlich weit auseinander. Das ist ein bisschen doof. Ich würde sagen, mit ihm holen wir das Mana. Ja, nee, mit ihm holen wir einfach das Mana, bevor der... Ich weiß gar nicht, kann der Gegner Mana nehmen? Also, der Hyäne müssen wir erstmal außer Reichweite bringen.
kann hier nirgends anders hin. Ich stelle es mal einfach ins Feuer rein. Im Feuer macht er ja hier nichts. So, mit ihm, hoppala, mit ihm greife ich an. Wenn es hier ein bisschen Schaden gibt. Ich habe es jetzt weit genug auseinander, dass jetzt nicht alle 3 Gegner auf eine Person draufgehen können. Was ist mit dir hier? Kannst du noch was machen oder wie? Oh ja, tatsächlich. Hab ja nur Mana holen geschickt. Ja, da hätte ich jetzt natürlich den hier machen können. Ja, das machen wir nicht, ne? So, nee, komm. Das war... hätte man besser planen können. Also ich hätte das besser planen können. Aber naja. Ja, genau. Schön ins Feuer stellen. Das ist immer eine gute Idee. So. Du bleibst dabei und haust die nochmal, ja, dass der da weg ist. So. Oh, das Feuer ist weg. Macht aber nichts. Guck, jetzt gehe ich nämlich mit... Ich guck nur gerade. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Macht keinen Unterschied. Mit ihr gehe ich hier hin. Mach den Superangriff. Superangriff kostet 2. Normaler Angriff. Okay, dann mache ich einen normaler Angriff. Weißt du, das ist der normale Angriff. Hoppala. Zeig ich nochmal kurz her. Das ist der normale Angriff, zieht jeweils eine Figur ab und der Superangriff geht halt weiter, zieht aber auch nur einen Schaden ab, kostet dafür Mana. Mache ich natürlich den. Schlauerweise. So. Und dann baller ich dir ganz normal eine rein. Noch keinen Superangriff. Und schon alle besiegen. Ja, ja, ich weiß, dass ich euch alle besiegen muss. Das wird jetzt auch gleich passieren. So. Ja, ja. So, also hier ganz normaler Angriff. Einer weg. Du machst einen ganz normalen Angriff. Noch einer weg. Keiner. Ja. Und du machst einen normalen Angriff. Noch einer weg. So, jetzt sollten wir es geschafft haben. Gar nicht so übel. So, perfekter Sieg. Guck mal, was auch immer ein perfekter Sieg ist. Also, ich verstehe das nicht ganz, die Bewertung, aber ich nehme natürlich gern mit. Oh, reicht das für Level 6? Jawohl. Feuer in den Fäusten. 10% mehr Leben. Hyäne? Du auch? Nee, leider nicht. Jetzt ist eine Dschungelungeheuer. Das ist aber definitiv der beste Spieler auf dem Feld gewesen. Aber mal sowas von. Feuer in den Fäusten. So. Okay. Jetzt haben wir hier quasi nichts mehr zu tun, außer diesen schönen Stein. Aber ich will noch Mini-Creatures kloppen. MKK. Mini-Creatures kloppen. Ich will da unten hingehen eigentlich. Komme ich da nicht hin? Da haben wir so ein schönes Tal da freigeschaltet. Da komme ich doch hin, oder? So, jetzt da hochgehen. Wieder gucken, da Karte aufschalten. So. Ah, oh, nur Level 6. Da unten ist aber Gold. Komme ich da schon hin? Nee, da muss ich den Fels mitmachen. So, passt auf, ihr lieben Leute. Ich will Mini-Creatures kloppen. Und deshalb suche ich mir jetzt Mini-Creatures. Hier nicht. Da oben. Ich kann ja auch rauszoomen, glaube ich. Das sind noch Level 5. Nein, wir kloppen Mini-Creatures, haben wir gesagt. Und zwar in der Steinwelt gibt es auch noch Mini-Creatures. Und die wollen wir kloppen. Die stehen nämlich da oben rum. Bum, bum. So, lass mal kurz hingehen. Ja, kurz, es dauert halt ein bisschen. Er ist nicht der Schnellste. Es bringt auch nichts, wenn ich einen anderen als Spieler 1 nehme. Man rennt immer mit ihm über die Weltkarte. Habe ich schon ausprobiert. So, jetzt guck. Da sind noch Mini-Creatures. Die machen wir morgen platt, okay? Morgen geht's weiter mit der Mini-Creature-Karambolage Teil 2. Okay? Danke. Tschüss. Karambolage.